Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Heute diesmal mit Teil 2 der Pressekonferenz vor dem Achtelfinal-Hinspiel bei Atalanta Bergamo. Und auch hier, bevor wir reingehen in das Video, wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Vielen lieben Dank dafür. Und damit gehen wir rein direkt hier in den Bombs. So, Teil 2 der Pressekonferenz. Teil 2 immer noch des FC leise. Bayern vor dem Achtelfinal-Hinspiel bei Atalanta Bergamo. Jetzt ist der Cheftrainer Vasan Kompany da und bereit für die Fragen. Da kommen schon schnell die Hände in die Höhe. Reihe 1, Torben Hoffmann für Sky. Torben wieder der Erste, ne? Vinny, auf was für einen Gegner hast du deine Mannschaft vorbereitet? Explizit auf irgendwelche Dinge hingewiesen, worauf man aufpassen muss? Haben auch vielleicht Dortmunder Szenen so ein bisschen den Anklang gefunden in die Videoanalyse? Und noch natürlich eine Nachfrage zu Harry Kane, der ja heute trainiert hat, der fit scheint. Ist er morgen bereit, dann eben auch von Beginn an zu spielen? Ja, wir spielen morgen gegen eine körperlich starke Mannschaft. Es gibt auch Ähnlichkeiten mit das Spiel vielleicht in Dortmund. Das heißt, dass die im Ballbesitz auch diese Dreikette haben und viele tiefe Laufe auch von die Außenspieler. Und deswegen gibt es schon Ähnlichkeiten, aber wie die natürlich Druck machen, ist, was Atalanta besonders macht. Die sind Mann auf Mann überall auf dem Platz, machen das schon seit Jahren. Das war auch ein großes Teil ihrer Erfolg. Die haben jetzt auch diese Erfahrung in Europa. Vielleicht Champions League bauen sie das gerade auf, aber trotzdem haben die gegen eine starke Leverkusen auch überzeugend gewonnen, noch nicht so lange her. Also vom Gefühl her ist es keine leichte Gegner, keine, die man unterschätzen darf. Ich glaube, jeder Fußballexpert weiß, dass es ein interessantes Spiel sein kann. Aber natürlich, wir haben auch unsere Stärke und wie wir spielen, gibt natürlich auch Möglichkeiten für uns morgen. Aber ja, wir sind uns schon bewusst, dass es keine... Ja, es ist eine starke italienische Mannschaft, gegen wen wir spielen. Und dann Harry Kane hat heute eigentlich sehr gute Training überstanden. Und jetzt müssen wir noch eine Entscheidung treffen, was für morgen das Beste ist. Aber wir wollen auch noch abwarten bis morgen früh, mal zu sehen, wie er jetzt diese Trainingseinheit übersteht. Aber wichtig für uns ist erstmal, dass er dabei ist, im Kader ist. Ob es jetzt von Anfang an schon kann oder nicht, das müssen wir noch entscheiden. Aber wichtig erstmal, er kann eine Rolle spielen morgen. Das ist Priorität. Gleich daneben Christian Kunz für die deutsche Presse. Aha. Im Vorjahr hat Jonas Urbik gegen Leverkusen und gegen Mailand gute Leistungen gebracht. Wie wichtig sind solche K.O.-Spiele für seine weitere Entwicklung? Ja, wichtig, aber der Junge baut jetzt schon eine gute Menge Erfahrung auf. Das ist jetzt schon nicht mehr das erste Mal. Und wir haben es letztes Jahr sehr gut gemacht in dieser Runde gegen eine ganz starke Leverkusen-Mannschaft, sage ich wieder. Und das war mit Jonas. Aber ich sage es immer und ich werde es dieses Jahr noch immer sagen zu Jonas und zu alle, es geht nicht über Jonas morgen, es geht über die Gesamtleistung von unserer Mannschaft. Und Jonas ist ein Teil davon, kann seine Rolle spielen, aber muss jetzt auch keine andere Rolle spielen. Auf der rechten Seite Julian Wolf für die Welt. Guten Abend, Vincent. Die Crunch-Time, sagt man so schön, hat begonnen. Und die Champions League hat natürlich einen riesen Stellenwert für Ihren Verein. Wie geht es Ihnen als Trainer jetzt, wo diese heiße Phase beginnt? Ist das Vorfreude? Spüren Sie auch einen gewissen Druck, eine gewisse Anspannung, nach Ihrer ersten Saison jetzt noch weiterzukommen in der Königsklasse? Wie gehen Sie das jetzt an? Ich habe es nie in meinem Leben so erfahren als Druck. Was ich aber liebe, ist du bist in einer Phase, wo du jetzt Möglichkeiten hast. Du musst erstmal dahin kommen. Und du hast jetzt Möglichkeiten. Wir spielen das Rückspiel zu Hause. Wir wollen unbedingt weiterkommen und. Am Ende haben wir ganz am Anfang, glaube ich, die Ziele auch ganz laut, ganz deutlich gesagt, was wir vorhaben in jedem Wettbewerb. Das ist Bayern München. True. Aber jetzt sind wir einfach in einer Phase, wo diese Tunnelvision, das ich immer sage, einfach perfekt passt. Und ohne Angst, nur mit Blick auf die Möglichkeiten, voll unsere Chance nutzen. Ja.
Dann in der Mitte Hanna Reif in Münchner Merkur und die TZ. Einmal winken. Ja. Ja, Herr Company, gestern waren die Familien am Trainingsplatz, Kinder und es gab Eis, also so ein schöner Wohlfühltag. Ist sowas auf Ihren Mist gewachsen, weil Sie in die Mannschaft reinspüren und merken, die brauchen sowas? Oder wie entscheiden Sie sowas im Staff, dass sowas vonnöten ist und was gibt es dem ganzen Team? Wir tun das oft und das ist regelmäßig, wenn wir sehen, dass wir am Wochenende Training haben, vielleicht nicht Spiel oder so und die Familie sind mal frei, dann lassen wir leider keine Journalisten zu, aber die Familie können kommen und mal Training schauen, ist auch ein Teil von unserer Familienkultur, die wir haben. Aber das hat nichts mit diesem Spiel zu tun oder das ist lang vorher geplant. Ob wir verlieren oder gewinnen, ist eigentlich egal. Das sind diese Familienmomente. Und dazwischen wird gearbeitet natürlich. Aber ich glaube, dass es für uns es geht natürlich um Ergebnisse, aber ich glaube, sehr, sehr viele Jungs, die machen das auch für andere Leute, für ihre Familie, für die Leute, und dass die bei uns präsent sind, ist für uns wichtig, glaube ich. So spüre ich das an. Aber wir machen das seit immer schon. Deshalb ist das erste Mal, dass ihr das mitbekommen habt? Wir haben es schon 10-mal gemacht oder so. Ja. Eins davor, ein italienischer Kollege, ja? In italiano, buonasera Patrick Iannarelli con lo Sport. Wait, Junge, wait! Jetzt kannst du. Buonasera, volevo chiederle, spesso il calcio italiano viene visto qui in Italia come un livello inferiore. Ist eigentlich nicht so gut wie in Deutschland. Una squadra come l'Atalanta. Not as good as the German football. What is your impression regarding the Italian football and regarding Atalanta that have been playing well in the past years? I can answer in English, yeah. So depending on the translator. Yeah, it's good. Yeah. No, I know it's a topic in Italy at the moment because I think Atalanta is the only Italian team right in the Champions League, so it's always going to be a little bit of a topic, the level of Italian football. But when I watched the level of Inter Milan last year, when I see the games that I saw Atalanta playing this year, you know, I see a lot of talent. I see teams who are well coached. I think it's been a difficult game for Dortmund. It's been a difficult game for Frankfurt. You know, Leverkusen not so long ago. So I don't think from our side that we can have. Ja, was soll er jetzt auch groß anders erzählen? Weiß ich nicht. Wir haben uns die Ergebnisse vorhin angeguckt im Taktikfuchs. Das war jetzt auch nicht so überragend, was Atalanta da in der Champions League jetzt ergebnistechnisch gespielt hat. Ich weiß natürlich nicht, wie der Fußball ist, so. Das werden wir dann morgen sehen. Da können wir nach dem Spiel ein bisschen mehr zu sagen. Ja, wenn sie über das ganze Feld wirklich 1 gegen 1 spielen, dann haben wir ein paar Stellen, wo es interessant wird, wenn ich so an Josh denke. Der könnte da ein bisschen Probleme kriegen. Aber eigentlich haben wir ja die Qualität, da rauszuspielen. Also, ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Any pretension towards this game, but yeah, I don't know. For me, Atalanta is a very special opponent in terms of the way they play, and it's a very interesting game for us as coaches, but for our team as well. And yeah, I think Atalanta has been building in a very, very good way to what they are today, and that's why I think that's a team that will believe that they can do something special. Okay. Naja, glauben wird daran jede Mannschaft, die jetzt im Achtelfinale der Champions League steht, Alter. Ja, also da wird ja keine Mannschaft stehen und sagen, oh, wir sind hier chancenlos. Nochmal, ich will Atalanta nicht schlecht reden, aber man muss sie jetzt auch nicht künstlich super stark reden. Ja, nur weil sie Dortmund 4-1 geschlagen haben. Also die anderen Ergebnisse lassen mich jetzt nicht irgendwie schaudern. So. Ja, klar ist das ein oder andere Statement dabei, ein kleines Statement, aber auch die ein oder andere Klatsche. Tagesform und ob wir unsere PS auf dem Rasen kriegen, das sind die Schlüssel. Okay, next one. Nächste Frage bitte. Zweite Reihe. Sempre in italiano. Andrea Riscassi, Rai Sport. L'Atalanta in questi anni ha giocato tantissime volte contro squadre
Atalanta in the past years, they have been playing quite a lot against German teams. They won a couple, lost a couple. Some think that Atalanta should play in the Bundesliga. Which level could they play? I don't know how much difference there is between. I was never in the. Also aber auch eine schwierige Frage. Also würdest du jetzt sagen, ey, wir nehmen jetzt Atalanta, stecken die in der Bundesliga, wo würden die stehen? Also, wie willst du das denn festmachen, Alter? Ja. Dass sie sehr wahrscheinlich im oberen Drittel stehen würden, ich denke, das steht außer Frage, aber ey, die Bundesliga hat schon ein gutes Level so, ja, auch in diesen unteren und mittleren Regionen. So, da ist nicht, mal abgesehen jetzt von Heidenheim vielleicht, ist ja jetzt nicht so die Mannschaft, wo du sagst, ja, easy, fährst du hin, knallst du weg. Ich weiß nicht, wie das in Italien ist. Dafür bin ich zu wenig drin in der Serie A, als dass ich das da beurteilen könnte, wie da das Gefälle ist. Ja. Das ist super schwierig, sowas zu beantworten. Italian league, so I'm not the best judge to say how much difference there is between the Italian and the German league, but probably not too much. You know, I think, like I said before, Atalanta, if they are in the top 4 in Italy, I don't know if there's a big difference with the top 4 in Germany. Personally, I don't know, but I respect the work they did. Ja, wie ich schon sagte, so, ich glaube, die Top 4 ist vielleicht gar nicht so der große Unterschied, aber interessant ist es, wie ich gerade sagte, was so die Qualität in der Liga ist, um das wirklich beurteilen zu können. Ne? Wenn du halt in deiner Liga irgendwie die Hälfte der Liga auf Halbflamme wegflanken kannst, das geht in der Bundesliga halt definitiv nicht. Ne? Also, das muss man mal ganz klar sagen. Ich weiß nicht, wie es in Italien ist. I think they have a new coach now. But of course, you can see consistency, and that's it's never guaranteed, right? So you have a coach who has such a long period of success with the club, who's a total. Boah, und sorry für meine Müdigkeit, aber harter Tag, ey. With Gasperini, who's a total icon for the club, to then replace him and to continue in the same way. It's really difficult, and I think what the club did really well, and what the new coach has done really well, is to continue with the identity, and of course to add something new. And that's why it's a club I have a lot of respect for what they do, and I know that tomorrow will be a tough game. You will see. Next one also, the left side, yeah. Buonasera, in Italian. Buonasera. Servus, hat er gesagt. Servus. Again, So viel kann ich auch noch. Italian. Honestly, a direct question. Do you think that Bayern Munich is the favorite through 180 minutes, or is it more an equal? Yeah, of course. Look, we are used to be favorites in most games. So if people say we are favorites, we don't have a problem to accept this role. But it doesn't mean that in football this decides the result. We play against a very strong team, like I said. Anybody who follows football in the last years know that Atalanta can win from anyone. You know, they beat Juventus 3-0, I think, this season. They're in the semi-final. They're in the semi-final of the Italian Cup. Everybody knows that it's a team who can do something special. But I think historically, if you want to say, based on the results from us this season, you want to say that we are favorites, I think we accept the role. But we have respect for Atalanta, and we know that in football everything is possible. But we want to win. We want to win. Next one in the second row. Novani Marco, Pianeta Atalanta. Cosa ne pensa del tifo italiano, specialmente di quello Again in Italian. What do you think about the Italian fans? Do you know anything about the Atalanta fans? We saw the Italian fans against Dortmund. So it looked for all of us like Dortmund was sure to qualify. The game at home was really well. In the game at home, Dortmund looked like they were dominant, like they were the better team. But in Bergamo, the game changed totally. And this happens probably because of, I don't know, the pitch, the stadium, the fans, and for sure the belief that they have in this place. So Italian fans are known to be quite loud. But I can guarantee you that the
Allianz Arena on Champions League nights is pretty special too. And this is in 1 week. Okay, let's have 2 more, please, on the right Two side. more. Dann ist gut. In italiano sempre. Cosma Michele per la Popular Sport. Italian again. I'd like to ask you, Luis Diaz is one of the most decisive players. He scored 14 goals, has assisted a couple. Did you expect something like that from him in his first year at Bayern? Always we hope. It's a pretty special year. But I think what we love about Lucho has done really well in terms of numbers. So this is clear and this is easy then for everybody to agree on his value for the team. But I think it's so much more than that. I said he's a player who has quality in chaos. I always say it with Lucho. I called it creativity in chaos. But what I love about him is I think the message he sends when he plays is a big part the message we are as a team as well. You know, always fighting, always trying to get something. You know, it's not because we are a big club. It's not because we are Bayern Munich that we have that we are any less hungry than any other team. You know, and Lucho gives us this. He gives us this very clear image of a team who's hungry for everything, and his 14 goals and everything is done in terms of assists. They come in many ways, but it's not the only message I think that he's given this season. So yeah, it's been a pleasure to have him with us. Okay, and the last one, yes please. Da gehe ich mit. Also die Werte, ging um die Werte, die Luis Diaz hat halt mit seinen Toren und Vorlagen. Es geht ja vor allen Dingen um die Art und Weise. Ja, vor allen Dingen, wenn man vorher Serge Gnabry und Leroy Sané gewohnt war auf den Außenbahnen. Und du dann so eine Maschine da hast, der ackert, der rackert, der in der 95. Minute, wenn es sein muss, noch hinten eine Grätsche ansetzt. Alleine, dass er eine Grätsche ansetzt, passierte, weiß ich nicht. Kann mich an keine Grätsche von Serge Gnabry oder Leroy Sané bei uns an der Außenbahn erinnern. Also, ja, klar gibt er uns die Werte auch, logisch, aber er gibt uns auch so viel mehr. Ja, von der Einstellung her, vom wie er auch die Mannschaft mitzieht und ja, ist schon ein Glücksgriff. Ja. In English is fine? Fine, yeah. Okay, perfect. Giorgio Dusi from Bergamo News. In English is fine. Okay, thank you. An absent, the one of the Atalanta players that are absent is Charles De Ketelaere. Of course, I think you know him very well because from Belgium, and I think you played against when you were the coach of Anderlecht. Are you happy that he's absent, or are you're sorry that he won't be on the pitch? Yeah, this is a mixed question because as a Belgium fan, I want him there for the World Cup, so he has to be fit very soon. But look, Charles is a player that I've seen from his very debuts in Club Brugge and his evolution. I think going to AC Milan was a chance to try, you know, but I think in Atalanta he finished in a team that was perfect for a player his age and for him to develop. And he has a wonderful left foot, he has a good physical presence, he can run a lot. Yeah, he's a player that has had a very good evolution, but I think this team, this club, was absolutely the right place for him to make this step. So yeah, you can see that I think he's a good player, which is a good thing for us that he's not available. But at the same time, I want him to play. I want him to be fit. I want him to be continuing on his journey and hopefully do really well for the national team. Okay, danke Vinny. Tipptopp. Leute, ich mach's kurz und schmerzlos. Ich bin müde. Haut rein. Schönes Spiel wünsche ich uns allen und hoffentlich mit einem guten Ergebnis für uns. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.